Und somit grüße zurück bei PES 2017 am 17. Spieltag. Wir werden uns heute gegen WM Gold behaupten müssen und wir werden jetzt nichts ins Teammanagement geben. Wir werden das jetzt noch 2-3 Partien so lassen und dann werden wir eine extra Folge einmal einlegen und uns den ganzen Quagel mal anschauen, wie, wo, was, wo, wann. Zeit vorstellen bitte zum nächsten Spiel. Die Aufstellung wie folgt. Im Prinzip hat sich nichts verändert. Melikov, Vasili, Eriksen, Soric, Giorza, Greenville, Hettich, Sanone, Schipper, Kesseltein, Coutinho. Wir werden das nochmal so lassen wie das letzte Mal. Und werden dann, wenn wir demnächst einmal uns die ganzen Sachen mit der Mannschaft anschauen, mit den Transfers etc., mit dem Scouting etc., dann werden wir, wie machen wir das? Ich hätte gesagt, dann werden wir nach der Episode, dann, wo wir das alles machen, werden wir hergehen und rotzfrech einmal die Verteidigung oder beziehungsweise die Spielstrategie selber anlegen. Genau, so werden wir es machen. Und jetzt gegen Tabellendritten. Das sind widrige Sitten gegen den Tabellendritten. Und ist der Kasperl... Na, lassen wir es aus. Aus! Mein Gott. So, da. Coutinho, du bist ein Hirsel. Mei. Aber war er gestern wieder saufen? Na gut. Ja, mein Gott, soll er halt da. Mein Gott. Jeder braucht einmal einen Brei im Hirn. Aber den Volksbrei namens Alkohol. Also Bier macht dir und den Kopf ganz wir, gell? Coutinho, du bist so ein Arschloch, ehrlich. Giorza. Es nebelt über dem Stadion. Eine Dunstglocke hängt über den Stadion. Wir spielen aber auf dem fortgeschrittenen Schwierigkeitsgrad, gell? Also... Also nein, das brauchen wir nicht. Was soll ich da dazu noch sagen? Ich kann da dazu nur eins sagen, wie ich es in der letzten Episode schon gesagt habe. Coutinho hat mir schon zig Millionen Mal den Arsch gerettet. Ich weiß ja gar nicht, wo der jetzt ein Original spielt. Wir müssen mal schauen.
Danke. Nein, das war nichts, hat er gesagt. Und so war es auch. Nichts. Aber die nächste Ecke droht. Wo mir gleich ein Pups entfloht. Sehr fix. Ich habe es ja schon irgendwo einmal erwähnt. Ich habe FIFA 17 auch probiert. Aber da kommt, das ist mir, also nicht, keine Ahnung. Ich brauche nicht unbedingt Lizenzen, überhaupt nicht, weil so interessiert mich Fußball eh nicht. Aber mir macht PES einfach riesig Spaß. Wirklich, also das ist... Ich brauche nicht einmal die Lizenzen, wie ich schon gesagt habe. Man kann sich ja so auch irgendwas Eigenes aufbauen. Ich muss auch und ehrlich gesagt gestehen, ja. Das 19er PES habe ich noch und das 21er. Mal schauen. Irgendwo schauen wir sicher noch eine von den zwei. Aber vorerst möchte ich mal mit Norfolk endlich einmal fertig machen. Da habe ich auch schon 30 Spielstände angefangen und nie fertig gespielt. In der Champions League war ich noch nie mit Norfolk. Da möchte ich hin. In englischen Cup möchte ich machen. Da habe ich auch bis jetzt immer versagt. Meistens gegen Manchester. Das ist für mich ein bisschen so ein kleiner Albtraum. Ein trauriger. So. Eriksen, der Böttwasson. Der Böttwasson. So da. Danke. Über rechts. Na, Coutinho. Na, du. Sind wir gescheitert, ha? Nein. Danke. Und wie gesagt, mir macht es riesigen Spaß, da mit der KI oder gegen die KI spielen. Das ist so richtig ein Gaudi. 1:0. Zweite Hälfte. Und jetzt von rechts nach links. Hö. Ah, so ein geiles Schweinchen. Shit. Gut, jetzt arbeiten wir uns langsam Vieri. Das machen wir schon irgendwie. Na, Coutinho, heute mag's irgendwie nicht, ha? Na, fester Schatz. Egal. Machen wir weiter. Eckstoßstrategien. Machen wir 5 Meter Raum. Genau. So, ein bisschen so. Und los geht's. Oh, das war zu viel. Ja. Das war zu stark. Egal. Eckstoßstrategien D-Zug. Langer Pfosten, das ist interessant da. Hast, Alter, bist du ein bisschen angesoffen, hä? Na passt. Aua. Oh, Greenville klopft an die Tür. Der ganz seltenes Ereignis.
Na, du schau herst da, wieder ein prima Ballerina. So, komm her. No. Sehr geil. Ach Jungs, was ist los mit euch, hä? Nepsa! Haben euch die Partys nicht gut da in den letzten 3 Tagen, hä? Ihr kleinen Schlingel! Aber wenn wir euch die Partys wieder anstellen. Das ist so. Ah. Boah, wer war das jetzt? Das war Coutinho, die drei. Schaut euch diesen Coutinho an, ha? Ja, wir werden einmal die Aufstellung einmal grundlegend verändern. Wir spielen jetzt das zweite Match immer mit der gleichen Aufstellung. Das wird ja irgendwann einmal erstens einmal langweilig und zweitens hast du nichts davon. Ja, was soll ich das sagen? Wenn du glaubst, es kommt nicht mehr, kommt von irgendwo Coutinho her. Ja, ein blöder Spruch zur rechten Zeit erhebt des Knaben Männlichkeit, gell? Ach ja, Baby, 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 Baby. Kruzifix, das hat jetzt nicht funktioniert. Nö. Das ging eher in die Latrine. Aha, haben wir wieder Abseits gehabt? Natürlich erst. Ja, warum auch nicht erst? Das vergeht ja kein Spiel, wo nicht ein Abseits da ist. Der Bild was dann geht und der Dicko kommt. Hm? Hey yo, Dicko! Dicko! Komm her! Pack! Na! Na geh scheißen, Alter! Entschuldigung. Vor lauter Blädeln und vor lauter Blödsinn im Hirn. Egal. Sonst das auch nicht da haben. Es war jetzt da bescheuert, aber von mir. Ja, was laufen wir mit dem Melikov aus? Ehrlich. Melikov hat in sein Gulag zum Bleiben. In seinem Tor. Na. Warum nicht gleich so? Also nicht pfeifen. Ja, richtig, Coutinho, du hast das verdient. Du alter Grummel. Du Gargamel-Verschnitt. So da.
Was machen wir jetzt da? Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Boah, aber hast du gesehen jetzt da, wie zärtlich, dass er meinen Kopf in den Ball einen Schubser gegeben hat? Geil. Weiter geht's. Pass Richtung Kurve fixieren. RT. Ah ja, okay. Schöne Ordnung hätte ich, es ist nichts passiert. Weil von hätte ich, wäre ich, haben wir nichts. Hätte Fahrradkette, gell? Nein. Nein. Na, hartnäckig, die Burschen. Sag einmal, es denkt jetzt wirklich nicht, dass es in der letzten Viertelstunde das Spiel umdreht, oder? Gibt's gleich mal eine Backpfeife, aber von hinten. Aber die analysierende. 8 Minuten ohne Verlängerung. Naja gut, die letzte Partie war besser. Trotz, dass wir jetzt 3-1 führen. Na gut. Was soll es denn? Was soll es denn? Kruzifix. Kruzifix mit X? Das war wohl nix. Naja gut. Nö, das war nix. Erst, Alter, das war aber mal gar nix, du. Ich sag das. Na, du schaust her, gell? Jetzt ist er schon wieder mit dem Ball unterwegs, gell? Jo. Na schau dir das an, erst da. Coutinho, du alte Schlafhaben, du. Mein Gott. Na, wir haben auf der Reservebank haben wir einige Spieler mit ziemlich großem Potenzial liegen. Und spielen uns trotzdem nie. Na gut. Rost mir bereit, ich weiß. Warum 5 Minuten? Noch was Entscheidenden, da bitte, wie die Nachspielzeit läuft, wie lang? Machen Sie das mit einem Strip-Poker aus oder dann die Karten spielen? Mikado! Da ist es. Nein, die ziehen Zaunstocher. Dann mal weiter. So, jetzt haben wir noch 45 Sekunden. Das war's. Da schaut er den Ungustel an erst, da geht ihm das Temperament ein bisschen putzen. Na gut, weiter. 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 Also heute waren wir echt schlecht unterwegs. Na ist wurscht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir in der nächsten Partie machen. Wir führen jetzt 5 Punkte vor South Yorkshire Blues. Genau. Und WM Gold ist auf den 5. Platz zurückgefallen. Okay.
Hätte ich. Explosivkraft ist auf 71 gestiegen. Sehr schön. Oh Gott, gegen einen Zweitplatzierten in der Tabelle. Super. Ja, also wie du siehst, in der nächsten Ausgabe geht's gegen South Yorkshire Blues. Wir werden in der nächsten Ausgabe uns um dieses Ding da kümmern. Na, natürlich bleibt der Frani, ich mein. Entschuldigung, das war jetzt ein Bäuerchen. Wir werden in der nächsten Ausgabe uns das mit dem ganzen Teammanagement anschauen etc. Und dann werden wir weitergehen in Richtung South Yorkshire Blues. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal. Baba!